Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns momentan in unserem kleinen wunderschönen Hütchen. Wir haben ja in der letzten Folge unsere unnötige Lavalampe hier in der Mine hergestellt. Und ich würde sagen, in dieser Folge kümmern wir uns hauptsächlich mal ein bisschen um Hausarbeiten. Dazu zählen ein bisschen unsere Weizen machen, unsere Herdöpfel. Wir gehen ein bisschen Holz farmen, wir können ein bisschen sogar meinen, um zu schauen, ob wir ein paar gute Gegenstände bekommen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um den nächsten Bau. Aber wie das genau abläuft, das sehen wir dann. Jetzt fangen wir zuerst mal an mit allem zu machen. Ich habe glaube ich ja eigentlich gerade alles dabei, damit ich nicht gross muss umschauen muss. Ausser nochmal eine Spitzhacke wäre mal nicht so schlecht. Das heisst, jetzt muss ich mal schon schauen, habe ich das Eisen draussen noch nicht da. Jetzt muss ich mal schon schauen, ob ich die in der anderen Kiste drin habe. Genau, und da zu unseren Gönli gehen wir dann natürlich auch noch mal ganz kurz. Und nachher tun wir dann in der nächsten Folge überlegen, was wir als nächstes bauen wollen. Ich habe mich eigentlich eben langsam, ganz langsam wollen als Projekt Portal wagen. Das Problem ist, ich versuche schon die ganze Zeit zu überlegen, wie mache ich das am besten. Also das tun wir auch heute auch empfehlen. Also wir haben jetzt einiges vor. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit unseren Feldern. Obwohl du nicht reif bist, wir nehmen jetzt gerade mal schnell alles weg. Da müssen wir jetzt nicht darauf konzentrieren, ob einzelne da Zeug haben oder nicht. So, dann haben wir wieder genug Weizenkörner, um dann unsere mega coolen Hühnchen zu füttern. So, dann nehmen wir auch noch mit. Machen wir da zuerst mal alle Felder einfach leer, nachher können wir dann in Ruhe wieder alles bepflanzen. So, da schön alles aufnehmen, auch was im Wasser liegt. Die hier haben immer noch nicht wollen, zu Gras werden, also zu einer Grasfläche, damit ich sie endlich mal schön zu einem Weg gestalten. So, nice. Dann haben wir die Weizenfelder schon mal alle abarbeitet. Das heisst, jetzt sind wir da überall schon mal wieder Körnchen an. Da hinten sehe ich, da habe ich noch nicht alles weggenommen. Ich darf da nicht groß rumgumpen. Ich habe mir noch meine Felder kaputt. So. Von da aus geht das eigentlich noch gerade gut. He? Übers Wasser drüber können wir da schön das Zeug verpflanzen. Why not? So. Dann wir jetzt mal schön unsere Weizenfelder wieder parat machen, damit wir sie dann wieder abfarmen können. Aber das ist schon mal gut für uns. Das heisst, wir können jetzt wunderbar noch mal ein paar Brötchen für uns machen. Damit wir morgen unsere Nutella-Brötchen oder unsere Marmeladenbrötchen verdrucken können, damit wir nicht absichtlich verhungern oder so etwas. Also ich muss sagen, wenn man das jetzt vom Anfang bis jetzt anschaut, wie sehr wir jetzt schon eigentlich uns selber ernähren können, finde ich das schon eigentlich mega cool. Da hat sich das richtig gelohnt, eigentlich die Farm da zu machen. So, dann tun wir jetzt mal schnell alle unsere Herdöpfel hier abpflanzen. Da muss ich schauen. Da, im Wasser ist einer. So, come on. Ich darf da nicht drauf. So, ab mit euch. Zack. Hat es da im Wasser noch einen? Nein, aber da hat es noch 1, 2 sogar. Die werden wir natürlich auch noch mitnehmen. Also Herdöpfel haben wir auch wirklich sehr viel. Also wir können uns nicht beklagen. Und ich meine, das ist doch die beste Mahlzeit. Ein paar Brötchen mit ein paar Herdöpfel. Gut, natürlich gibt es immer noch ein bisschen etwas Besseres, oder? Aber wir verzichten jetzt gross Ganze mal auf Fleisch, weil wir ja die Tiere darum tun, wenn wir die jetzt alle abtöten, dann würden die nachher nicht mehr spawnen. Also soweit mir das mal gesagt worden ist, darum schaue ich jetzt darauf, dass wir eben so ein bisschen schauen, dass wir da mit unseren Feldern klarkommen mit dem Essen und keine Tiere mehr töten, damit wir die nachher brauchen können, um unsere eigene Farm zu errichten. Weil wir müssen sicher mal noch eine Rinderfarm machen, also eine Kuhfarm. Weil wir das Leder von denen brauchen. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir die irgendwie vermehren. Und gleichzeitig, ja, ich glaube, man versteht es. Dann sind wir wieder tötet, dann wieder vermehren, dann wieder tötet. Damit wir dann später genug Bücher herstellen können, um eine Bibliothek machen, um dann auch unsere Sachen zu verzaubern. Was noch ziemlich wichtig ist, besonders wenn wir dann irgendwann mal vorhaben, den Drachen besiegen oder auch in der Hölle unten, wäre natürlich ziemlich Vorteil, wenn wir eigentlich sehr gute Rüstung hätten. Aber ich glaube, momentan können wir so mit dieser Rüstung mal runter, wenn wir dann mal voll verzaubert sind, denke ich, wird dann das einiges besseres gesehen. Kommt, die Herdöpfel rühren wir gerade in den Ofen rein. Oh, da haben wir gerade Gold gemacht noch. Völlig vergessen. Zack, dann rühren wir da mal schon Herdöpfel rein. Dann da noch ein bisschen. Das Gold verräumen wir schnell da. Und die restlichen Sachen können wir mal schnell draussen verräumen. So. Die können wir dann immer noch mal zum Essen machen, weil wir haben momentan wirklich genug bei uns. Also wir haben da sehr viele Herdöpfel gerade bei uns. Also geschwellte. Eine geschwellte. Keine Herdöpfel, sondern eine geschwellte. Für mich sind das einfach brennte Herdöpfel, wenn man sie so in Alufolie packt und dann in den Ofen reinrührt. So, meine lieben Damen und Herren und Hühnchen.
Wir sind da und zwar, jetzt rühre ich da sicher mal zuerst mal. Die zwei können wir reinrühren, das können wir mal da hin tun. Und dann füttern wir euch mal schnell wieder durch, damit wir da mal nochmal ein paar mehr Kinderli bekommen. Damit da richtig viel Leben herrscht auf unserer Farm. Habe ich alle, ne? Da kommen noch ein paar, die ich noch nicht habe. He? Oh, da gibt es noch Liebe, da gibt es noch Liebe. Wo hat es noch keine Liebe? Ich glaube, wir haben es soweit langsam alle. Wir haben, glaube ich, soweit alle he, mit Liebe machen. Wie hast du dich da zwischen geklemmt? Hey, hey, der ist schon durchgeglitscht, wie es aussieht. Komm. Was macht jetzt der da hinten? Was macht jetzt der Löli da hinten? Steckt er da einfach fest? Ach, das ist doch sein Problem. Hey, Lütlis, komm, ich tu die Körner schon weg, sonst nervt die mich noch die ganze Zeit so. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Eier wir da schon wieder zusammengesammelt haben. Nicht allzu viel, aber es ist schon mal ein paar wieder. He? Dann schauen wir, was wir da rausbekommen. So, und unsere Hühnli-Farm lebt. Sie lebt richtig, also wir haben langsam richtig viele Hühnli. Probier jetzt mal schnell irgendwie von außen zu schlagen, vielleicht hilft das. Hast du dich jetzt da rausgestellt? Ah, Menü. Warte schnell, jetzt müssen wir da nochmal so ein paar Weizenkörnchen haben. Komm, gut. Komm. So, dann. Jetzt schauen wir, dass wir da hinten, also unsere Hühnchen da mal noch retten können. So, geschafft. Okay. Da haben wir es wieder in den Stall reingebracht. Da wollte ich sowieso dann noch etwas umbauen. Da müssen wir irgendein riesiges schönes Tor oder so noch machen. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt als nächstes sicher mal zuerst darum, dass wir ein bisschen Holz farmen. Aber dass wir einfach, die Folge wir wirklich darauf achten, dass wir einfach ein bisschen Holz farmen, dass wir einfach vor allem ein bisschen genug haben. Dann tun wir jetzt ein bisschen Holz fällen, dann wieder neu abpflanzen, dann gehen wir noch schnell in die Minen runter, gehen dort noch ein bisschen meinen, damit wir genug Steine haben, damit wir vielleicht noch sogar Eisen finden. Und dann in der nächsten Folge tun wir uns eigentlich direkt wieder an den nächsten Bauwagen. Eben das Portal. Entweder das Portal oder vielleicht sogar eine Rinderfarm, Kuhfarm. Oder wir bauen sogar unseren Keller langsam aus. Also es sind viele Projekte, die wir noch müssten, anfangen. Also es ist nicht wenig zu tun, sondern wir haben wirklich noch einiges zu erledigen. Aber wir haben auch genug Zeit. Wir haben Zeit von der Welt. Wir sind die Einzigen, die noch hier leben. Wir sind die letzte Bevölkerung hier in Minecraft. Und wir versuchen jetzt hier eigentlich überleben. Und fürs Überleben, für das haben wir Zeit. Wir leben ja fast unendlich außer dich. Ich bin wieder so dumm und gehe in Lava rein, baden, nicht nudeln. So. Warte, lass ich noch schnell, weil das dunkelt mir ein grösserer Baum. Ja, das ist ein grösserer Baum. Hat es da gerade noch irgendwo etwas? Ich glaube, das war alles gewesen, he? Ich hoffe es mal, sonst sehen wir es dann nachher mal noch ganz kurz. Dann bauen wir mal den untersten noch ab. Da haben wir auch noch ein bisschen. So. Also unsere Baumfarm da lohnt sich richtig, wenn man das jetzt mal so anschaut, wenn wir da jetzt einfach in Ruhe können, einfach schnell abbauen, hinter das Haus gehen und einfach mal schnell abbauen. Ist halt schon mega gemütlich. Da kann man sich einfach nicht beklagen. So. Der ist der gross, ne? Komm, ich glaube, da bringen wir wirklich noch ein baubares Stumpf an. Das ist aber ein grösserer. Warte, machen wir so. Noch für, dass ich da bis raufkomme und dass wir alle Blöcke verwutschen. Ich glaube, mehr jetzt da nicht drin. Nein, nicht wirklich. Okay. Zack, dann nehmen wir das auch noch mit. So, ich glaube, das könnte sogar der letzte sein. Nein, da haben wir noch einen. Oh, dort liegt wieder ein Äpfel. Jawohl. Äpfel sagen wir auch nicht nein. So, dann räumen wir da mal alles zusammen wieder. Um gerade wieder nachpflanzen. Da hinten haben wir noch 2 Stück. Die nehmen wir natürlich auch noch schnell weg. Und dann haben wir wieder eine gute Ansammlung an Holz. Dann müssen wir uns darum mal keine Gedanken machen und dann kann ich in dieser Zeit wieder wirklich neues Holz bahnen. Okay, hätte ich noch wegnehmen, ich nudle. So, jetzt lassen wir es wieder dunkel, das heisst, wir sollten uns dann langsam mal wieder ins Bettchen begeben. Dass wir sonst die Sachen dann morgen einsammeln und neu pflanzen. Dann sehen wir nämlich auch gerade, ob wir wirklich alles abgefarmt haben. Ich kann sagen, let's go. Oh, das, mega viele Äpfel. Mega viele Äpfel. So cool. So les. So, warte, das schauen wir gerade mal schnell, wie viel haben wir jetzt? 24, komm, das lange gerade.
Dann setzen wir da gerade noch schnell ein paar Sitzlinge an. So. Übertreiben müssen wir es ja nicht. Wir müssen einfach schauen, dass wir sich mal alle Äpfel einsammelt, weil mit den Äpfeln können wir dann goldige Äpfel machen, die uns im Kampf können unterstützen können, wenn wir mal einen härteren Kampf hätten. Wie zum Beispiel der Enderdrache. Dann sind die Goldäpfel nämlich noch ziemlich praktisch. So, ich glaube, wir haben langsam alles eingesammelt. Komm, da pflanzen wir auch noch schnell. So. Dann haben wir sicher genug wieder. Für, wenn wir das nächste Mal Holz brauchen, da könnten wir, das machen wir, komm, wir gehen jetzt erst schlafen. Das machen wir dann danach. So, dann essen wir noch ganz kurz schon mal etwas Gemütliches. Und dann wollte ich sowieso mal noch bei den Villager schauen, ob man dort vielleicht noch sogar einen lebenden Villager findet. Vielleicht sogar zwei, in der Hoffnung, dass wir wieder zwei finden. Das wäre natürlich ziemlich praktisch. Aber das schauen wir an. Morgen. Gute Nacht. Ach, guten Morgen, guten Morgen. So, dann gehen wir uns direkt mal wieder als Holzhacker zu begeben. Also die Folge machen wir wahrscheinlich wirklich nichts Spannenderes als jetzt einfach da Dings. Aber ich wollte zu den Villager rüber und schauen, ob mindestens zwei würden leben, weil dann könnten wir die noch vermehren wieder. Weil es wäre mega cool, wenn da einer wieder Villager würden leben. Es wäre mega cool. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die sind alle gestorben. Keine Ahnung warum, keine Ahnung wie. Keine Ahnung weshalb, warum. Aber die sind irgendwie einfach alle gestorben. So, dann bauen wir jetzt einmal noch schnell unser anderes Holz ab. Dass wir das auch gerade mal schon wieder abpflanzen können. Die Bäume sind, glaube ich, von Natur aus ein bisschen grösser als die anderen. Oder ich meine das nur. So. Dann haben wir nämlich, ich glaube, das ist das Fichtenholz, das wir jetzt täuschen. Aber durch das Fichtenholz haben wir dann wirklich noch zwei verschiedene Hölzer, die wir immer auswählen können, hey, wie wollen wir es bauen, wenn wir es mit dem Holz machen, wenn wir es mit dem Holz machen. Und eben, wenn wir es jetzt abbauen und wieder abpflanzen, dann haben wir sicher genug, wenn wir mal wieder brauchen. Und das finde ich halt richtig flott, und das gehört halt zu Minecraft dazu, dass man ab und zu ein bisschen farmen. Von dem her finde ich das eigentlich keine schlechte Sache, was wir gerade machen. So, ne? Jetzt bauen wir die mal alle ab, dann gehen wir da noch schauen, was da für Material am Boden rumliegt, das wir einsammeln können. So, ich glaube, das sind gerade alle gewesen. Dann schauen wir mal da. Da habe ich da hinten zum Beispiel so ein Äpfel. Das nehmen wir doch gerne mal mit. Das Steckchen nehmen wir auch mit, damit wir nicht extra nämlich nochmal herstellen. Aber abgebaut haben wir, glaube ich, wirklich alles da. He? Ich glaube, wirklich viel mehr kommt da nicht. Den Baum da, den lassen wir jetzt einfach mal noch. Und sonst sehe ich auch nichts mehr gross auf dem Boden rumliegen. Außer das graue Schäfchen, Sali, du. Oink, oink. Er hat mir geantwortet. Du bist ein Cooler. Nein, sonst liegt da wirklich nichts. Nur und da noch ein Stückchen. Okay. Dann tun wir jetzt gerade mal noch schnell nochmal Fichten anpflanzen. Dann sollten ja auch wieder genug von den Bäumen oben runterkommen, dass wir da wieder genug abpflanzen können. Dass wir das wirklich am Leben behalten ein bisschen. So, dann machen wir gerade da wieder unten dran ein paar an. Jetzt haben wir 4 Stück. Komm, dann machen wir da oben jetzt nochmal schnell so einen. Da noch einen und da noch einen. Ich glaube, das sollte gerade schon mal. Komm. So, und dann haben wir ein paar Hölzer. Dann haben wir einfach mal alle wieder verpflanzt, die wir hatten. Ich glaube, ein grosses Mehr kommt jetzt da nicht oben runter. Dann haben wir wirklich gerade noch genug Hölzli gesammelt. Wir haben wieder 55 Stück Hölzli. Wir haben über 64 Stück, also wir haben über 84, also 84 Eichenholz haben wir, 35 Fichtenholz haben wir. Was natürlich ziemlich nice ist, das tun wir doch direkt mal wieder. Das tun wir doch direkt mal wieder in unsere Kiste verräumen. Und jetzt bin ich gerade überlegt, ob wir einfach da nochmal 2 Hölzli machen, damit das ein bisschen so cooler aussieht, wenn wir da durchlaufen. Aber nicht so weit vorne, lieber nochmal ein bisschen gegen hinten. Irgendwie so. Kommt gerade so etwa. Dann haben wir gerade gegenüber nochmal Holz, dann laufen wir da nicht einfach durchs Leere. Schauen wir mal, wie es aussieht, sonst können wir sie dann wirklich immer noch wieder abbauen. Jetzt gehen wir zuerst mal alle unsere Sachen verräumen. Ich muss da wieder raus. Das Fichtenholz tun wir da rein, Setzling mal. Vom anderen Holz haben wir gerade wieder alle gepflanzt. Okay. Haben wir gerade noch irgendetwas? Noch einen Herdöpfel, den wir da rein tun. Kommt die Schere, können wir mal da verräumen. Töpfel, die können wir auch mal schnell da rein tun. Die Eier können wir auch mal schnell da rein tun. Und den Rest können wir dann oben verräumen, was noch ziemlich gut ist. Dann machen wir doch das. Dann müssen wir mal noch schauen, ob wir noch Kohle haben, um mal ein paar Fackeln machen können. Nein, Holz, Eichenholz. Wir müssen da gerade alles schnell nochmal sortieren. Stückchen können wir gerade auf 64 aufstocken, die können wir da rüber tun. Das ist alles Fichtenholz, das ist Spezial. Nein, das ist Eichenholz, das ist Fichtenholz. So, Eichenholztür, das tun wir da schon da an.
So, und dann tun wir da wieder nochmal schon ein paar Blöcke an. Jetzt haben wir wirklich ausreichend Holz, würde ich mal behaupten. Wo wir uns nicht beklagen können. Äpfel haben wir 11 Stück schon. Nice, nice, nice. Das sagen wir natürlich auch nicht nein, außer unter Verdorbene da. Spezielle Sache ist Kohle auch da drin. Jetzt wundert es mich gerade mal, wo ich Kohle noch nicht da habe. Ah, da rein. Okay, komm, das stocken wir gerade nochmal schnell. Hä? So, das stocken wir jetzt gerade nochmal schon ein bisschen auf. Und dann sehen wir auch, wir brauchen wirklich unbedingt wieder Eisen- und Goldbarren. Also gut, Goldbarren haben wir jetzt unten dran noch ein paar. Eisenbarren haben wir, glaube ich, auch draussen in der Kiste noch ein paar. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch dann froh, wenn wir wirklich ausreichend vor allem haben, damit wir können bauen, was wir wollen, wenn wir wollen, wie wir wollen. So, aber die nehme ich trotzdem einfach noch mit. Zack, zack. Die können wir mal übereinander legen. So, machen wir mal so. Okay, gehen wir mal ganz kurz noch schnell den Villager schauen, bevor wir anfangen, da in die Mine runterzugehen. Es wundert mich jetzt, ob da vielleicht wirklich noch 1, 2 rum wären. Dann müssten wir schauen, was wir Brot machen und sie damit füttern. Und dann tun sie sich irgendwie damit vermehren. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass es wirklich gar keinen mehr hat. Weil ich wirklich keinen einzigen wieder mehr gefunden habe. Letztes Mal. Aber es kann ja sein, dass wirklich ausnahmsweise vielleicht sogar 1 oder 2 respawned sind. Aber eben, die Wahrscheinlichkeit ist klein. Die Wahrscheinlichkeit ist klein. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr klein. Die Katze ist immer noch drin. Da müssen wir mal schauen, dass man sie mit Fisch füttert. Wenn man sie, glaube ich, mit Fisch füttert, würden wir sie zähmen. Jetzt läuten wir mal da. Wenn sie irgendwo hat, dann kommen die, glaube ich, führen. Es hat wirklich keinen einzigen mehr rum. Schade, wirklich schade. Auch die Felder da, niemand benutzt sie mehr. Niemand macht da mehr etwas. Nein, es hat, glaube ich, wirklich keinen einzigen Villager mehr rum. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo Villager finden und dann bringen wir sie da zurück ins Dorf. Dann tun wir das Dorf wieder zu Leben erwecken. Das könnten wir eigentlich abbauen, hä? Lassen wir es mal noch da. Lassen wir mal alles noch so, wie es war. Dann haben wirklich alle Zombies, dann haben sie die komplett getötet. Dann haben sie komplett fertig gemacht. Die armen Nudeln. Das ist cool, Süßli, das gefällt mir noch da. So. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt ab in unsere Minen rein. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Steine farmen. Schauen, dass wir Erz bekommen. Vielleicht finden wir ja gerade sogar noch Diamanten. Und eben beim nächsten Mal schauen wir dann, oder machen wir uns auf, dass wir können sagen, hey, wir tun jetzt mal etwas Neues bauen. Oder sogar vielleicht nochmal ein Abenteuer, dass wir uns auf den Weg machen. Aber für das würde ich aber gerne mal noch eine Karte oder einen Kompass herstellen. Und mal wirklich weiter weggehen. Also wir sagen, wir gehen jetzt wirklich so 3, 4 Folgen lang einfach in eine Richtung. Das Problem ist, mein Inventar ist immer so schnell voll, so wie ich mich kenne. Weil ich halt irgendwie alles ein bisschen abfarme. Leider so. Das tun wir... den Boden haben wir noch machen. Machen wir das in dem Fall auch noch das nächste Mal. Oder haben wir gerade Erde da unten drin? Sonst könnten wir das schnell machen. Ja, wir haben da Erde. Komm, dann machen wir doch das mal ganz kurz. Dann haben wir das mal erledigt. Weil ich würde gerne alles noch ein bisschen aus Erde rundherum machen, damit das einigermaßen besser noch aussieht. So, dann können wir dann auch schauen, dass wir da zwischen irgendwie noch Bäume pflanzen. Genau, Ranken habe ich noch machen, das Gebäude hier. Ranken, die wir sind sammeln. Wenn ich das Gefühl habe, das könnte dann sogar noch einigermaßen besser aussehen. So, dann bauen wir da mal schnell alle Steine noch schnell ab. Das ist ja jetzt keine grosse Sache. So, das ist glaube ich Kies, wenn ich mich nicht täusche, den wir jetzt abbauen. Nein, das ist kein Kies. Das ist irgendein anderer Stein, ich weiß aber gerade nicht welchen. Oder ist das auch einfach ein Bruchstein? Keine Ahnung. Kenne ich mich noch nicht so aus mit dem Aussehen her. Ich muss sowieso mal schauen wegen einem Texture Pack. Also wenn ihr da eine Idee habt, mir schon mal in die Kommentare geschrieben, ich soll ein Texture Pack brauchen. Das Problem ist, ich komme dort einfach nicht raus. Ich wollte, vom Aussehen darf es so gerne ein bisschen besser aussehen. Es soll mir einfach keine Hilfe sein oder es soll mir allgemein einfach, ja, es soll mir einfach keine Hilfe sein. Also kein Cheat, blöd gesagt. Dass ich wieder anfangen zu cheaten. Weil ich wollte da wirklich ein bisschen alles aus eigener Kraft eigentlich schaffen. Und mir gefällt eben die Art von Minecraft, die wir hier haben. Also die normale Grafik gefällt mir halt mega, weil ich es halt von früher noch kenne und das halt ein bisschen so Kindheitserinnerungen in mir weckt. Aber eben, ja. Wenn ihr eine gute Idee hättet zu einem Texture Pack, dann könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich mir das mal anschauen. Dann muss ich aber sowieso schlau machen, wie genau ich das machen muss, damit ich das überhaupt gebrauchen kann. Oh, warte, dann nehmen wir da gerade schnell nochmal ein bisschen Erde aus der Truhe und das können wir gerade wieder verräumen da. So noch. So. Und
Und dann sollte nämlich dann alles wieder ein bisschen aus Gras wachsen. Und dann sieht das nämlich alles auch schon wieder ein bisschen besser aus, als wenn wir da einfach so eine Steinmasse haben, die da so zugeht. Also finde ich jetzt einmal... So, dann verräumen wir aber die Erde noch mal ganz kurz. So, das Zeug lassen wir jetzt einfach mal noch da drin raus. Wir können das eigentlich gerade noch schnell verräumen. Komm, gehen wir das alles gerade noch schnell verräumen. Das Obsidian nehmen wir auch gerade schon mitkommen. Dann verräumen wir alles noch mal schnell. Und dann können wir die Sachen dann nämlich schon mal wieder abbauen und dann für die nächste Baustelle brauchen, die wir dann vorhaben. Wieso verwandelt sich das nicht? Es wird einfach nicht zuweisen, damit ich einen schönen Weg machen kann. So unfair und gemein. Gehen wir schnell auf alles verräumen. Dann schauen wir gerade mal schnell, wo wir die Ranken noch haben. Dann könnten wir nämlich mal die Ranken noch ganz kurz schnell platzieren. Und zack. Also Holz haben wir wirklich gerade momentan recht gut. Recht gut sind wir dran mit dem Holz. Komm, das tun wir schnell da an. Sonst haben wir kein Holz mehr. Okay, der Rest ist Stein. Bruchstein. So, das tun wir da unten an. Das können wir da an tun. Die speziellen Steine tun wir einfach mal da an. So, das Obsidian. Fertige Erz. Jetzt haben wir noch 15 Eisen. Das ist wirklich nicht mehr so viel. Spezielle Sachen kommt Obsidian natürlich noch rein. Und dann können wir jetzt da sicher mal noch 64 Ranken rausnehmen. Und dann können wir da zu unserer Erde mal das noch platzieren. Okay. Haben wir alles verräumt? Jawohl. Okay, aber ich wollte jetzt noch schon mal die Ranken platzieren. Um unser Haus ein bisschen... Was machst du da rein? Wie bist du da reingekommen? Hallo? Solange meine Felder nicht kaputt macht, kann er gerne da bleiben. Und sonst soll er verreisen. Sonst werde ich dann verrückt. So, dann tun wir hier zusammen noch ein paar Ranken platzieren. In der Hoffnung, dass das vielleicht noch ein bisschen Schönheit annimmt. Gut, die Frage ist, ob ich es gerade hier oben platzieren soll und dann, dass es so gegen oben geht. Aber ich glaube, das sieht weniger gut aus. Also, man könnte das mal... Nein, das geht gar nicht, hä? Das könnte ich jetzt nicht so platzieren. Okay. Bringen sie irgendwie nicht oben an, nicht nudeln. So, ne? Das ist einfach so ein bisschen... Das wäre jetzt noch cool gewesen, wenn wir da noch dran machen könnten, was gegen oben geht. Das wäre jetzt natürlich noch cool gewesen. So kann ich es natürlich auch nicht platzieren und so von außen kann ich das auch nicht platzieren. Daher, ja, schade. Schade, ich mache aber da mal noch schnell eins an. Mal schauen, ob das gut kommt, aber den Rest können wir wieder wegnehmen. Wenn es uns nicht gefällt. Jetzt haben wir einfach da irgendeinen so einen Fuchs, der da in unseren Dingen rumrennt. Können wir irgendetwas mit dem anstellen? Wenn ja, schreiben Sie in die Kommentare, bevor er verschwindet. Weil dann kann ich dann nämlich vielleicht zähmen oder irgendetwas in die Richtung. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, dann versorgen wir jetzt mal die Ranken da wieder. Gut, man könnte eigentlich auch das Haus noch ein bisschen mit Ranken dekorieren. Aber dann würde ich das aber gerne von ganz oben. Komme ich da... Ja, machen wir mal einfach mal so. Wir können es immer noch wieder wegnehmen, wenn es gut aussieht. Und probieren wir es mal einfach auf dieser Seite. Auf dieser Seite können wir ja auch mal noch schnell ein paar tun, weil wir sowieso... Das Haus ist ja auch noch nicht komplett vollendet. Das müssten wir eigentlich auch mal noch fertig bauen. Ist er jetzt wieder verschwunden? Nein, da ist er. Okay. Dann lassen wir ihn doch mal einfach da Gang und Gegen sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ziemlich noch gut gehen. Ach, schlaf. Guten Morgen, da sind wir schon wieder. Jetzt können wir gerade mal nach unseren Herdäpfeln schauen, wie sich das entwickelt hat. Also wir haben wirklich genug gegessen. Und Level haben wir auch wieder tierisch aufgeholt. Wir haben schon 13 Level wieder aufgeholt. Aber jetzt können wir sicher mal noch schnell die Ranken noch verräumen. So, was haben wir denn da eigentlich noch? Ja, den ominösen Banner haben wir immer noch. Ich weiss immer noch nicht, was wir mit dem anstellen sollen. Ob wir den irgendwo anstellen, damit er einfach gut aussieht oder nicht. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, ich danke euch sicher mal vielmal fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Die Folge haben wir halt uns wirklich mehr um Sachen um unser Haus gekümmert. Ein bisschen, ja, da ein bisschen unsere Weizenform und unsere Herdöpfel gemacht. Wir haben den Boden verbessert und in der nächsten Folge schauen wir dann, ob wir es nicht ein Portal bauen oder ob wir ein bisschen meinen oder was auch immer. Ich lasse mir etwas Gutes einfallen. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Bis in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde Minecraft mit einem Schweizer. Danke vielmals und ciao.